Hallo Reisefreunde! Was war das für ein geiles Jahr 2018? Unglaublich, was wir alles erleben durften. Wir haben mal kurz nachgeschaut. Es waren 15 Länder, die wir letztes Jahr bereist haben. Unglaublich eigentlich, oder? Absolut, wir waren wieder ein ganzes Jahr unterwegs. Im Süden angefangen, als es noch kalt war, und haben uns langsam hochgearbeitet auf die britischen und auf die britischen Inseln und Irland, zurück in die Schweiz, haben unseren Heimatkanton besucht. Tulpen haben wir unterwegs noch angeschaut, dann ging es einmal über Skandinavien hoch bis durchs Baltikum, Nordkap, durchs Baltikum und zum Schluss nochmal tief in den Osten hinein. Ein geiles Jahr war das. Aber definitiv. Was bringt uns denn ein Rückblick? Ich habe mich ja lange gefragt, ob ich einen Rückblick machen soll für YouTube, so wie es alle machen, nochmal alle Bilder zeigen. Aber ich habe dann gedacht, eigentlich, nee, weil ihr habt ja alles schon gesehen. Ihr wart ja mit dabei. Und wenn nicht, könnt ihr sie einfach nachschauen. Genau, warum also einen Rückblick machen? Viel besser ist doch eigentlich ein Ausblick. Und zwar ein Ausblick ohne Ausschweife, pure Ehrlichkeit, pure Offenheit, und genau das machen wir heute. Kommen wir fast zu, erfindet sich 2019 nämlich komplett neu. 2 Jahre lang waren wir jetzt Vollzeitreisende und jetzt ist der Moment gekommen und wir werden für 2019 unser Reisepensum reduzieren und zu Teilzeitreisenden werden. Das ist Steffis neues Lieblingswort übrigens, Teilzeitreisende. Habt ihr das schon mal gehört? Also vorhin waren wir Vollzeitreisende und jetzt sind wir Teilzeitreisende. Was heißt das für euch? Für euch bringt es schlussendlich nur Vorteile. Also wirklich, es wird eigentlich alles besser, alles größer, alles schöner, aber wir erklären euch das jetzt mal kurz. Es ist ja so, dass wir vielleicht erstmal von vorne anfangen müssen. Warum werden wir Teilzeitreisende? Das ist doch mal eine gute Frage. Nicht, weil wir irgendwie reisemüde wären, im Gegenteil. Oder pleite wären, das nämlich auch überhaupt nicht. Nein, der Grund dafür ist, dass ich ab morgen wieder eine Stelle habe, also eine Arbeitsstelle. Ich gehe zurück in den Arbeitsalltag und stürze mich wieder in diese Fesseln, wie einige gerne sagen. Aber für mich passt das alles so. Es ist ein Traumjob, den ich antreten darf. Ich war lange in Verhandlungen und jetzt wird es endlich Wahrheit. Morgen geht es los. Was machst du denn? Ich arbeite als Videojournalist beim Fernsehen. Habe ich das noch nicht gesagt? Nein. Genau, ich arbeite ab morgen als Videojournalist beim Fernsehen. Ja, und das habe ich irgendwo durch auch YouTube zu verdanken natürlich. Das ist mega cool und ich freue mich riesig darauf. Aber was heißt das? Reisen wir denn jetzt nicht mehr, wenn ich arbeite? Ja, also es ist ja so, dass er vorläufig mal nur ein 80% Pensum hat. Das heißt, wir haben nach wie vor 3 Tage die Woche, in denen wir reisen können. Und dazu kommt, wir sind ja jetzt so viel gereist, aber wir konnten das Ganze irgendwie auch noch gar nicht so verarbeiten, wie wir das gerne verarbeiten möchten. Das heißt natürlich auch zum Beispiel, dass unser Blog immer noch Stand Bulgarien hat. Das ist ein bisschen peinlich. Fast so peinlich, wie das Liechtenstein noch fehlt. Ja, das ist so. Ja, da möchten wir sicher viel Arbeit reinstrecken, und auch sonst haben wir haben so viele Ideen, die konnten wir auf Reisen schlicht nicht verwirklichen. Weil wenn du unterwegs bist, dann hast du irgendwo den ersten halben Tag, bis du alles aufgeräumt hast, frühstückt hast und bis du losfahren kannst. Ja, die ein paar Stunden am Abend musst du einrechnen, wo du schlafen wirst. Unterwegs musst du überlegen, hast du genug Strom, musst du da irgendwie noch vorsorgen, musst du Wasser tanken, entsorgen. Ihr wisst das ja alles. So Reisen, das braucht halt einfach, nur schon das Reisen an sich braucht viel Zeit, und diese Zeit, die haben wir jetzt für Projekte. Oder eben auch für euch. Wir fassen mal kurz zusammen. Mehr Vorträge, mehr Blogposts, mehr Duschbeutel und so weiter und so fort. Und wir haben viel mehr Zeit, euch zu treffen. Wir werden mehr Treffen machen. Wir werden mehr in der Region unterwegs sein. Und das ist ja gerade schon das Stichwort. Ist das Stichwort, genau. Wir sind ja schon ein paar Etappen der Grand Tour of Switzerland gefahren, so als kleines Beispiel. Und das ist zum Beispiel eins unserer Ziele, die auf unserer Liste 2000 oder auf unserer Bucketlist 2019 stehen. Wir wollen die komplette Grand Tour machen, aber nicht in einem Stück, sondern in ganz vielen. Und da sind wir ja eigentlich voll in unserem Thema, oder? Von der Weltreise zur Europareise zur Schweizreise. Genau, aber nicht nur zur Schweizreise, wir möchten auch den Süden von Deutschland, wir möchten das Allgäu, Bayern erkunden und Teile von Österreich. Aber nicht nur das, es fehlen ja noch 4 Länder. Was machen wir denn jetzt mit dem?
Ja, also die 4 Länder, wir haben uns ja die besten aufgespart, oder? Island ganz im Norden, Malta ganz im Süden. Kannst du mal ganz im Osten noch Kasachstan zeigen? Also das ist jetzt hier, also neben... Schon neben dem Bild, he? Genau, ja. Und dann voll mitten in die Mitte rein ist da noch Liechtenstein. Und was uns so vorschwebt, ist natürlich, dass wir Liechtenstein demnächst machen, wenn das Wetter es zulässt. Ja, Liechtenstein feiert nämlich dieses Jahr 400-jähriges Bestehen und da gibt es riesengroße Anlässe, ist vielleicht für euch auch noch interessant. Die feiern eigentlich das ganze Jahr, da passt es natürlich, wenn wir jetzt so im Frühling dahin reisen werden. Das ist also das erste der 4 Länder, das wir wahrscheinlich bereisen werden. Weiter dann im Frühjahr, wenn der Herr, der kriegt ja auch Urlaub, oder? Mal ein paar Tage so am Stück hat, dann planen wir, dass wir Malta noch dazu holen. Und jetzt haben wir ja viel auch über dich gesprochen, was du machen wirst. Für mich sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil ich werde keine Festanstellung annehmen, auch keine Teilzeitanstellung, weil ja, ich habe quasi eine Festanstellung und zwar hier bei Come With Us Too. Und das werde ich auch weiterhin machen. Ich werde alles quasi koordinieren und planen und organisieren, damit Louis dann nur an seinen freien Tagen halt mitreisen kann, quasi zu Vorträgen oder wo auch immer. Und damit es mir aber auch nicht langweilig wird, lässt sie mich im Sommer einfach alleine. Auf und davon, weg bin ich. Der große Plan, und da bin ich auch das alles schon wunderbar am Einfädeln, ist, und das wisst ihr ja wahrscheinlich alle, mein Traum von Island hat nichts mit Fahrzeugen zu tun, sondern mit Pferden. Und da gehen unsere Träume so ein bisschen auseinander und deshalb werde ich da meinen Traum ganz einfach alleine verwirklichen. Ich beabsichtige 2 bis 3 Monate diesen Sommer auf Island zu verbringen, auf einem Pferdehof und da tatkräftiger mitzuhelfen bei Reittouren, begleiteten und so weiter und so fort. Also ich werde mir meinen Reit-Island-Traum erfüllen diesen Sommer und bin dann aber natürlich pünktlich zur Herbstsaison, wenn es überall so ein bisschen diese Weinfeste gibt und die schönen... Ja, aber jetzt müssen wir ja schon noch sagen, wenn du dann in Island bist, dann musst du dann auch filmen. Ja. Also das Natürlich zum Thema auch YouTube. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie geht's denn weiter mit YouTube? Der Kanal, wir sind über 13.000 Leute, bald schon 14.000. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. Mir schwebt da noch was vor, es fehlt noch ein 10.000er Abo. Ja, ist ja genau. Das ist nämlich ein anderes Thema, wenn wir zu Hause sind. Und ihr wisst ja vielleicht, dass bei uns nicht er der Schrauber ist, sondern eher ich, die Basteltante bin. Und entsprechend habe ich jetzt auch Zeit, um hier drin mal ein bisschen was zu machen. Denn diese Decke da hinten zum Beispiel, die verdeckt die ganzen Träger von Karl, die einfach auch nach 2 Jahren noch immer nicht verkleidet sind. Und ein paar kleinere Umbauarbeiten im Fahrzeug wollen wir machen, zum Beispiel einen neuen Boden reinmachen und ja, so ein paar Bauideen haben wir ja auch und dazu sind wir halt einfach unterwegs auch nicht gekommen. Und auch da ist jetzt einfach dann hoffentlich die Zeit da, dass das Ganze auch umgesetzt werden. Ja, aber zurück zu YouTube. Also ihr seht es, YouTube bleibt natürlich bestehen, der Newsletter bleibt bestehen, der Blog, der wird explodieren, hoffe ich, mit vielen Berichten und wir werden weiter Videos machen. Es gibt leider keine fixen Videotage mehr, sondern wir werden dann etwas filmen, wenn etwas passiert. Bald kommen die Solarvideos, da gibt es 2 Teile davon. Bald gibt es Videos von der CMT, dann haben wir noch eine große Überraschung-Video, das euch sehr viel bringen wird. Und ja, es wird weiterhin viele Videos geben, immer wenn es passt. Wir werden euch immer mitnehmen, wenn wir unterwegs sind und Steffi wird euch auch zum Schrauben mitnehmen. Also ihr seht es eigentlich, ja, man kann es nur so sagen, es wird eigentlich alles besser, weil wir haben einfach mehr Zeit, Projekte zu vollenden und wir werden auch noch wieder Camper austesten, andere Camper austesten. Sicherlich 2 Stück werden wir austesten und das wird natürlich auch spannend für euch. Dann können wir euch noch ein paar andere Fahrzeuge vorstellen und ich denke, ja, das fasst so 2019 zusammen. Wir hoffen natürlich, euch gefällt das so gut wie uns. Es ist natürlich eine große Veränderung, aber zum Positiven, oder? Ich denke es auch. Für uns jetzt auf jeden Fall auch, damit wir eben die ganzen Sachen, die jetzt angestanden sind, einfach auch mal umsetzen können. Und ja, eben, ich meine, man kann ja auch in kürzeren Etappen reisen und dann vielleicht einfach intensiver reisen und die ganze Nachbearbeitung dann erst danach machen. Und in dem Sinne glaube ich wirklich auch, das wird hier eine ganz coole Sache in 2019 mit euch zusammen. Ich denke, wir können auch so ein paar Fazitsachen machen halt. Ja. Gerade auch unterwegs sein oder Sprachen zum Beispiel.
Genau, wie verständigt man sich in welchen Ländern, wie ist es mit der Sicherheit? Wir wollen so ein paar Service-Videos machen, die wir auch schon richtig lange machen wollen, um euch so ein bisschen zu informieren. Aber jetzt fragt ihr euch natürlich alle, ja, und Russland und Kasachstan, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Ja, wer mal angefangen hat mit Reisen, der hört das auch nicht mehr auf und wir vertrauen da eigentlich schon lange dem Schicksal. Das Schicksal bringt jetzt ja auch irgendwo diesen Festanstellungsjob in unser Leben rein. Das gibt uns jetzt auch noch mal die Zeit. Russland, wir waren ja in Russland, aber irgendwie so, und vor allem halt auch Kasachstan so richtig schön mal ins Auge zu fassen, da mal auf den Messen auch ein bisschen mit den Verantwortlichen zu sprechen. Wie ist das Ganze bereisbar? Wir haben schon ganz viel super Tolles davon gehört und sind eigentlich auch voll motiviert, dahin zu fahren. Ja. Wir werden das definitiv auch machen. Ihr müsst euch vorstellen, genau. Für diesen Job, den ich jetzt annehme, habe ich mich quasi gar nicht beworben. Der ist einfach so zugeflogen. Das war eigentlich auch so ein bisschen Schicksal. Und das hatten wir auf unserer Reise wirklich oft. Als zum Beispiel der Anlasser auf dem Parkplatz von einer Autowerkstatt ausgefallen ist. Oder das mit der Schiebetür. Das war auch so ein Thema. Eigentlich wollten wir freistehen an einem Ort, wo wir nicht mal Handyempfang hatten. Es war eisig kalt und irgendwann dachten wir so, oh komm, nein, irgendwie passt uns der Platz nicht, lass uns zufahren. Wir sind auf dem Campingplatz gelandet, die Seitentüre ist am Abend abgefallen und auf dem Campingplatz, da wohnte auch ein Karosseriespengler, der uns dann auch mitten in der Nacht noch nothilflich behilflich sein konnte, dass die Tür zumindest wieder schließt. Und so sind es einfach diese Wendungen im Leben. Man muss ein bisschen darauf vertrauen, man muss sich ein bisschen leiten lassen, nicht zu stur seinen Weg verfolgen, sondern einfach die Dinge, die am Wegesrand sind, aufmerksam halt beachten und ja, sich jederzeit überlegen, ob man vielleicht hier eine Wegbiegung oder einen kleinen Umweg oder was auch immer machen möchte, weil ja, schlussendlich ist im Leben ja auch der Weg das Ziel. Einfach das Leben ein bisschen laufen lassen. Ja, das wär's. 12 Minuten haben wir gequasselt mit euch, haben einen Ausblick geboten. Wir hoffen natürlich ganz fest, dass ihr für unsere Entscheidung Verständnis habt. Ihr werdet uns nicht verlieren. Wir werden regelmäßig hier zu sehen sein. Vielleicht einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat. Das wird sich zeigen. Aber irgendwie wird sich das Ganze natürlich einpendeln. Aber das war's von hier. Nicht vergessen, bald sind wir auf der CMT. Auf Facebook gibt's gerade noch Tickets zu gewinnen für euch. Bald sind wir in Hamburg auf der Freizeitwelten. Da findet ihr auch alle Infos jetzt unten in der Infobox. Das war der Ausblick und du hattest doch noch so einen wirklich schönen Spruch vorhin, oder? Auf den Lippen. Genau, und zwar wissen wir, wie der Weg hinter uns aussieht. Wir wissen, wo wir uns gerade befinden. Wir sehen auch die Wegabzweigung, die wir jetzt einschlagen. Ja, aber wo das Ganze hinführt, das wissen wir wie jeder von euch natürlich auch nicht, aber ich freue mich darauf, den Weg zu erkunden. Mit dir zusammen, mit Karl, auch wenn der ein bisschen öfter Pause kriegt, ist ja auch schon ein alter Mann hier. Und zusammen mit euch. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen und wunderbaren Start ins neue Jahr. Viel Erfolg, viel Glück und vor allem viele coole Reisen. In diesem Sinne. Bis dann. Nee, eben nicht. In diesem Sinne. Europa ist geil. Und das bleibt's natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. We both look for a sign and you say these are troubles of mine.